Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom März 2026 vom Samuel Hug, dem Pfarrer von der Metal Church. Papa, warum glänzt Metall? Typischerweise kommen Kinder ab etwa 3 Jahren in die Warum-Phase. Hartnäckig stellen sie uns den Erwachsenen Fragen zu allen möglichen und unmöglichen Sachen. Manchmal auch die immer gleichen Fragen. Was für Kinder natürlich und lustvoll ist, das ermüdet die Eltern. Aber die Fragen sind für die Entwicklung der Kinder entscheidend. Und genauso wie Fragen die kleinen Kinder während dem Heranwachsen reifen lassen, so sind Fragen auch in der Welt vom Glauben wichtig und erfüllen die gleiche Funktion. Fragen ermöglichen uns, Gott und der Welt auf den Grund zu gehen und Zusammenhänge zu verstehen. Fragen helfen, die Bibel logisch zu schliessen und uns mit ihr vertraut zu machen. Durch Fragen eignen wir uns religiöses Denken an, werden sprachfähig in Glaubensfragen und lernen, mit anderen in einen Dialog über Gott und die Welt zu treten. Beim Fragen fangen wir an, über Ursprung und Sinn nachzudenken. Wenn wir also wollen, sehen, wie Menschen im Glauben wachsen, dann fängt es damit an, dass wir das Fragen fördern. Doch in vielen Kirchen haben wir heute keine Fragekultur. Im Gegenteil. Fragen gelten als frech, als ketzerisch, als Zeichen von Unglauben. Doch wenn wir im Neuen Testament bei Jesus anschauen, wie das zwischen ihm als religiösem Lehrer und seinen Schülern und anderen Rabbis abgelaufen ist, ja, dann entdecken wir, was noch heute als Rabbischule bezeichnet wird. Das lustvoll spielerische Lernen durch Fragen und Gegenfragen. Überhaupt zeugen auch kritische Fragen nicht per se von Unglauben. Weil Autoritäten dürfen und müssen kritisch hinterfragt werden. Gerade wenn sie von Gott reden. Weil wenn es um ihn geht, dann geht es um alles. Dann geht es um Matchentscheidendes. Und da vertreibt es nicht Halbgas. Darum mahnte Paulus ja auch, alle Prophetien zu prüfen, nur das Gute zu behalten. So im 1. Thessalonicher Brief 5,21. Und schon zu alttestamentlichen Zeiten war es die Aufgabe der Propheten, dass sie die Autoritäten kritisch begleiten, Fragen stellen und Klartext reden, wie zum Beispiel der Nathan gegenüber dem König David. So im 2. Samuel-Buch, Kapitel 12. Als Metal Church wünschen wir uns reife, mündige Metalheads in unserer Reihe. Wir wollen starke Mitarbeitende, echte Gegenüber, keine Abnicker. Das halten wir im 4. von unseren 5 Werten fest. Mündigkeit und Gaben. Da heisst es, wir fördern eigenständiges Denken und Handeln. Entscheidend dafür ist die erste Regel, die seit dem Anfang vom Bibelbüro Metal vor 15 Jahren gilt. Es gibt keine dummen oder zu ketzerischen Fragen. Das gilt auch in dem Metal-Gottesdienst, wo ihr die Möglichkeit habt, über die Reaktionszettel oder per WhatsApp eure Fragen und Statements zum Gesagten einzubringen. Warum? Genau, weil wir mündige Christen brauchen. Weil wir alle Ergänzung brauchen und Korrektur. Toll wie zum Beispiel im Heavy Sanctum zu Rügisberg jemand durch eine Frage einen kirchengeschichtlichen Fehler in meiner Predigt aufdeckt hat. Fragen erlaubt, genau. Darum zuletzt noch eine kritische Frage. Gibt es wirklich keine dummen Fragen? Doch. Aber die einzig dummen Fragen sind für mich die aus Faulheit gestellt werden. Wenn mich zum Beispiel jemand nach dem nächsten Heavy Sanctum Datum fragt, nachdem ich ihm kurz vorher ein Halbjahresprogramm-Flyer geschickt habe. Was ist? Die vermeintliche Dummheit von einer Frage sagt mehr über die Person aus, die die Frage dumm findet, als über die Person, die die Frage stellt. Und wenn der christliche Glaube, die christliche Hoffnung und die christliche Liebe tatsächlich verheben,
ja, dann müssen wir sie nicht vor kritischen Fragen schützen.